Ma merci, dass der Haut op d'Aktion kom si vun déi leng Staat fir ou sech eng Verkehrsberougung ha an der Stadt. Mir fordern eigentlich schon seit Joren, dass ma 30 km an der Stunde sollen quasi als Norm an der Stadt ersetzen, an net schüst an residentielle Féieren. Et schenkt als evident, dass dat an eng residentielle Féieren an den Strosse soll 30 km an der Stunde sinn, war so Manner. Wir sind noch dafür, dass es soll op den großen Achsen 30 km an der Stunde sinn. Sech geht net 30 km an der Stunde Forderung mé ein méi generelle eng Verkehrsberougung an du han run ass einfach die froh die Meerstelle wé eng Staat ma wëllen. Du kom mir da ganz schnell op den op Konklusion dass man so bei Staat geheiert den Awohner, de Residenten, de Kanner, die an der Stroß auch solle spielen an dann ass die froh wem geheiert Stroß am Endeffekt gesagt in das Stroß für an den Auto geheiert an das Leiit die ze Fuß sind Leiit die ha wunnen immer mehr an den Eck gedrängt gin an du sie mir einfach der Meinung dass Stroß schiet verrengen soll geheieren de Kanner den Awohner de Kommmmerçant schiet verrinnen am Endeffekt dann ass die froh wéi Summe lewe wëllmer an du si mir der Meinung, dass den Espacepublik ein soll méi gedeelt gin an du fir stimme eigentlich haut hei. Gin dem gi de Mikro. Kannst du nun herle. Ja. Voilà, also mir drinnen dafür an, dass an der Stadt Lützeburg generell soll 30 km Witessbegrenzung sinn. Dat soll also Regel sinn an net Ausnahmen, wie dat de Moment der Fall ist. Wie weit füllen wir dat? Engerseits an eischter Stelle schützt dat de Fußgänger. Wir wissen, dass dem Stadtdenk no an den letzten Jahren de Prozentsatz von Accidenten mit Fußgänger opgegangen ist. Wir wissen auch, dass das sich hauptsächlich Niveau von der Stadt aufspielt. Wir wissen, dass rund ein Drittel davon an der Stadt geschieht. An 85% geschehen an Straßen mit maximaler Vitesse auf 50 km an der Stunde, an 11% an Straßen mit 30 km an der Stunde. Neben den Fußgängern könnt auch eine Vitessebegrenzung dem Velosfahrer zum Vierteil. Wir könnten dann an dem Fall Velosfahrer dazu bringen, weil es mich sicher ist, für mehr oft de Velo zu holen. Ne? Der Stadter Schäferrot refuséiert an die Richtung zu gehen von so einer genereller Begrenzung. Und bringt auch eine Party von Argumenten auf Tapet. Möchte sporadisch Maßnahmen auf verschiedene Quartieren. Seine Argumente sind die heiten, seht, ob Staatsstraßen, do devin dat nicht. Zweitens seht an den Quartieren, da brauchen wir ganz viel Umbauten vom Strassenraum, für das das erlaubt wird. Bon, wie einfach mir auf die Argumente. Erstens einmal, was die Staatsstraßen anbelangt. Der Minister Bausch hat sich geäußert, dass, wenn hier gefragt wird, dass hier dann auch Genehmigung kann geben, für auf Staatsstraßen mit 30 zu fahren. Wir hatten den Fall hier Boulevard Royal für einem Jahr, wo wir gefragt haben, dass Boulevard Royal mit 30 gefahren gehen. Und der Herr Bausch so das für möglich, aber die Frau ist nie gestaltet vom Chefrat. Das ist ihr, dass überhaupt mal so etwas geschehen kann, muss die Frau auch im Moment gestaltet gehen. Es stimmt auch, dass die Begrenzung von der 30er Vitesse auf 30er Vitesse, dass die auf verschiedenen Maßnahmen im Strassenraum gebunden ist. Das steht an einer Broschüre, die an 2013 von den CSV-Ministerin Wieseler an Halsdorf an Auftrag gauf. Du hast ganz klar, dass da auch eine Denkweise besteht, dass das Auto am Vordergrund steht und dass, wenn man den Autosfahrer, den die Klinik ist, dazu bringen, für mehr zu fahren, dann muss man den Strassenraum begrenzen. Was auch ganz komisch ist an der Broschüre, da steht dann, dass an Zonen 30 kein Velospiste soll gemacht gehen, weil ja dann kein Bedürfnis mehr gegen da bestehen. Die 30 Kilometer, die gingen ja da wahrscheinlich angehalten gehen. Also wer es glaubt, wird zählig. Voilà, also die aufwendig skurrile Bestimmungen, die an der Broschüre stehen, die müssen total überschafft gehen und müssen den Weg abmachen an die Richtung von einer anderen Verkehrspolitik an der Stadt und auch nicht nur an der Stadt. Bei ausländischen Studien, die weisen, dass das keine Utopie ist. Verschiedene Städte, die gehen an die Richtung, zum Beispiel Spanien hat die Maßnahmen generalisiert. In Frankreich sind ganz viele Städte, die auf dem Weg schon gegangen sind, zum Beispiel Nantes.
Da gilt 30 Kilometer Limit auf 80% vom Stadtgebiet. Wenn ich Lorient gucke, das sind 91% vom Stadtgebiet, die mit 30er Zone funktionieren. Zu Toulouse 753 Kilometer sind auf 30 Limit zurückgeschraubt gehen. Zu Grenoble ist der Prozess auch schon seit 2017 am Gang. Zu Bresel gilt vom Januar an des Jahres überall, mit Ausnahme von den Hauptachsen, 30 Kilometer. An eng Etude wird auch gewiesen, dass dadurch nicht Zeit verloren geht. Und die Leute müssen mit 30 fahren. Und dann hat sich auch für so eine generelle Begrenzung an der Stadt ausgeschwert. Also wir sagen immer, an den 80er Jahren, da war ein Kriterium von einer guten Mobilität, den das in überall mit dem Auto so sehr wie möglich kann hinkommen. Heute ist das aber nicht so. Heute ist es so, dass wir wollen die Leute so sehr wie möglich umweltschonend und sicher auf einen anderen Platz bringen. Bei der Mobilität geht es heute also Menschen und nicht Autos. Wir wissen, dass wir als Lützeburg recht am Anfang davor stehen, und mit dieser Aktion wollen wir den Prozess beschleunigen. An erster Stelle fordern wir den Städter Schäferrot ab, der an den 1980er Jahren stehen geblieben ist, beim Transportministerium zu beschwätzen, wer den direkt kann auf die Staatsstraßen ändern. Und auf nationalem Plan, und du hast dann auch Nathalie Hanjeven-Drun als zukünftig Deputierten gefordert, müssen die Bestimmungen über Trafikberuhigung an der Agglomeration grundlegend überschafft gehen. 30 Kilometer maximal Vitesse als ein deutliches Zeichen für eine mehr menschliche Stadt, mit einem sicheren Raum für Fußgänger, Velosfahrer und für die Kinder an ihrem Quartier. 30er Vitesse an der Stadt muss zur Regel gehen und darf nicht Ausnahme bleiben. Wir brauchen keine neuen Etüden, für die Sachen lang zu ziehen, und schnell Decisionen eigentlich zu verhindern. Pandemie und Klimakrise erfordern und bringen ein Umdenken mit sich. Dafür gilt es, zu profitieren.